Goedemorgen Zola. Je hoort nu in 1250 KKZ met die top John Peters. Je dank is je Gottes woord voor de nächste 15 minuten. We vangen van nu aan in Matthäus kapitel 24. Both 3. Nou, welkom to het programma. Vandaag is August de 3 en de rest klok 10 s'morgens. Dat het wel ik wieder checken over YouTube en over WhatsApp en dan zijn we nu dankzij. So, we zijn vandaag bij Matthäus 24 gekomen. En Matthäus 24 en 24, die sluiten zich toe. Dat is een lange Durchsprache, wat Jezus heeft, besonders van de eindtijd. En wanneer je denkt dat hij redt hier van dingen wat meest voets worden passieren, dat jaar 70 wordt Jeruzalem en Israël wordt zerstört worden en over de ganze wereld uitgespreid worden. Wegen de Römer hadden genoeg van deze kleine Heer wat we samen gingen aanweren. En dan ze helemaal over de ganze wereld uitspreiden, dat ze zich niet worden vereinigen kunnen. En dan in 1948 passiert wat Besonderes. Da war das Land Israël war frisch gegründet, geboren. En vandaan tot nu zijn miljoenen Juden teruggetrokken naar Israël. En dat is van waar we vaak van reden, van den Fegenbaum. Want daar is blijven dat, dan zegt Jezus, die wordt dan leven. Die worden dat zijn waar hij terugkomt. Zij blijft in die zin van de generatie. Jezus zei ook dat de natuur wordt zich bewegen, dingen worden slechter worden, meer Überschwemmung, meer Erdbebens, grote hel en zo wieder. Hij zegt, er worden falsche Lehrer zijn. So, wat kan falsche Lehrer betekenen? Ganz leicht. Door die dezelfde woord uitpakken, de schrift. En wanneer de Lehrer wat zegt, wat niet met het woord stemt, dan kan het een falsche zijn. Michael krijgt zo testen, de brieven. Wat ik hier zei, stemt met Gott zijn woord. We wollen niet helemaal even rein en alles nakijken. Over de grote Lehren, so wie dat Jezus Christus am Fleisch gekommen ist, dat hij de Heiland ist, dat hij de einzige Weg ist in dem Vater, dat hij gestorben ist von zijn zin, dat hij opgestorben ist, dat je niet te tuschen, dat je niet doel te weten, doel te woederen zo te zijn. Die grondleer die bestaat, maar een falsche leraar wordt zijn, ik zie de Christus, en dat Jezus zei, warnen in Matthäus 24, dat wordt iedereen passieren. Hij zei ook dat evangelium wat over de ganze wereld gepredigt wordt. Ik blijf leven in die tijd. En dan zegt hij eenmaal in Matthäus 24, ook in Matthäus 24, ziet wakker, ziet rijdt, sloep niet aan. So we gaan in Matthäus 24 en dit is de hoofdleer hier van rijdt zijn, van wakker zijn. So hij heeft juist vertaald in Matthäus 24 van dat die wird lang wakker worden. En de Unie wird, die fängt an garstig te worden. Met het Habengoed en met de Arbeiter. Dan zegt Jezus, wanneer de wird is terugkomt, dan wordt hij rache even aan die Unie wird, denn der heeft zijn huis aardig geraamd. Heeft aardig gehandeld met de Arbeiter en zo wieder. En zo Jezus dat warnen, den tijd wat hij wacht dat. Hij wordt beim Vater zijn. Hij wordt een steedrijd maken voor mij en die. Hij wordt aanstaan voor mij en die. Den tijd zal hier op Erden geschaffen worden. De Christen sollen mehr Christen merken. En nou sagt Christen sollen Christen merken. Wel, ik heb een vraag voor die. Wanneer een mens zich bekeert, heeft hij dat gedaan door een grote goldene stem wat van Himmel schreeuwen dat? Nee. Dat is gewöhnlich door een andere persoon wat ihn geholpen heeft. So Christen halten Christen merken. Ein Prediger hat mir gesagt, dat Schub merken Schub. De Schub hat, wat Jezus Christus sagt, der merkt nicht Schub, aber Schub merken Schub. En zo, Jezus dat hier zijn, dat hier is arbeid te doen, die tijd wat hij verlaat. En dat we zullen fan zijn aan het anderen, we zullen leid bewijzen, we zullen geduldig zijn. Wat zal we een ander weer, de vrucht van des Geistes zal we leven en eiven. En hij gaat dan wieder Matthäus 24 en hij zegt es dat, dan wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen. So hij redt hier helemaal van de Eindtijd. Die de Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug.
Die Törichten nahmen Öl in ihren Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, das meint, das geht länger als sie gedacht hatten, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihnen entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber, und töricht das sind, sondern nicht klug sind, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, die Kluge, die Weise, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen, unsere Lampen gehen ut. Da antworteten die Klugen und sprachen nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche, geht aber hin zu den Krämern, in der Sturch, und kauft für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welche des Menschensohn kommen wird. So hier ist eine Geschichte, wo Jesus nu dat sehr betekenen dat, sehr naptrekken dat, sieht reid, sieht waker, schlug nicht an. Können Christ ansluiten oder viel worden? Juri kon. Wann ein Christ bloß jeder Tag wieder lebt, fortschaffen und betoelte bills, dat is alle fijn, dat is niet van aardig. Wie Jezus zei, wat krijgt ze zijn, dus te nou in die tijd, dat is niks daar. Die voeren schaffen, die betoelten bills, die befrieden sich, leiten sich befrieden, sagt Jesus, aber die werden kalt geworden. Haben von Gott vergeten. Können Christ kalt werden, oder anschluten, oder schleifrig werden? Das ist Geschichte, sagt jo. Wenn hier werden Jungfrühes, und das hielt sich so, dat Jesus dat betekenen als Christen. So wij moeten zijn, deze jongvrouwen zijn 10 Christen. Hij zegt 5 werden klug en 5 werden achterlijk oder turig. Wijs oder onwijs. En nu wil ik een beetje worden. Over deze geschichte van de 10 jongvrouwen, als iedereen een boodschap gebracht worden, wo predikers zij naphumeren worden alle bedienen dat. En deze geschichte is veel weniger ben als wat we verder gedacht hebben. Dat wordt nog helemaal zijn. En deze geschichte is weniger oder nicht so viel ben als we verder gedacht haben. Because er zijn predikers die würden zijn, 5 hadden genoeg oil met, 5 hadden niet. Weet je wat, die hadden aber alle oil. So nu würden die predikers zijn, dat de oil dat bedient in heel den gas. Alright? En ik geloof dat stemmt evens niet. Wegen der helle gas wordt gewoon niet betekenen als een wind. Dat woord gas, dat bedient einfach pusten oder wind. En hij kwam als een wind in Apostelgeschichte 2 en 4 vlam. Zu den helle gas wordt betekent met 4 oder wind. Den wordt niet gezegd betekent, kwam van wat ik weet, den wordt betekent als oil. En zo viele predikers würden zijn dat diese Gruppe hadden den helle gas en diese Gruppe nicht. Well, dat stimmt nicht, mein Freund, because diese hadden alle oil. Bloß Wasser hadden mehr oil als der andere. En als het is tijd wird, dat de Brigam wird kommen, dann wir nicht genug oil für die 5, en die andere 5 wordt über mehr oil mitgebracht worden, hadden nicht genug zum Ewigen. En so dit heeft nicht te doen met dat hier weer 5 Christen en 5 Weltmenschen, oder hier weer 5 Christen wat lebendig werden en 5 wat de dood werden. Dat is niet wat het hier zegt. We kunnen ook mal Jezus in die Geschichten nemen en we kunnen die te zeer uitleihen. Weet je wat ik meen? We hebben oppassen dat we niet te zeer uitleihen om onze streek durchbreken. We hebben deze Schiffers laten zijn wat hij zijn wil. Weet je wat deze Schiff zijn wil? Waarom zegt Jezus dit? Wel, hij zegt hier ganz op 1, daarom ziet wakker, wenn je weet niet de tijd oder de stund wanneer de Brigam komt. Wer is de Brigam? Dat is Jezus Christus. Wer werden deze jongvrouwen? Dat is de kerk. Dat zijn de christen wat hier zijn. En onder weer zijn bruid. Jongvrouwen hier weer in plaats van wat dat kaas halten deiden. Hier is nog irgendwo een bruidmanke was, würde ik geloven. En dus Brigam wat je niet 10 muntjes genomen hebben. Maar Jezus de Brigam, hij wordt miljoenen te zich nemen als zijn bruid. Zijn kerk, dat is
Glied zu sein, das eine Gruppe, das alle eine Brut. Und so, wir hier nicht zu viel uitleihen, aber wir uns laten leren von dieser Geschichte. Was lehrt diese Geschichte? Reit sein, wakker sein, nicht einschlupen. Das Brigum wird krank, was die Kassen zu der Zeit wird. Der Brigum, der wird mit seinen Freunden eine ganze Werk Party haben, und Scheingehen haben. Nicht schlecht oder sinnlich, dass wir über einen guten Zeit. Der Brut, der wird mit ihren Freunden auf eine andere Stadt einen guten Zeit haben, und der können eine ganze Werk Flaches haben. Und dann auf einmal, keiner weiß wann auf einmal wieder der Brigum reit. Und dann ging er mit seinen Freunden die Gaste lang und ging über seine Brut wieder und ging sich die holen. Und dann holt er sich in ein Haus. Und das ist was hier passiert. Diese jungen Früher, die lernen in den Brigum und die kennt nicht. Und das ist ein Bild von wo Jesus noch nicht gekommen ist. Die Leute fertig, die wird auch 500 Jahre zurück sind gekommen. Nicht? Und Menschen haben fertig gelernt in den. Lernen von der noch. Und proben zu sagen, wann er was kommt. Jesus sagt das nicht, er sagt, bloß reit sein. Und so das, hier kommt die Brigum auf einmal. 5 haben genug Öl dann extra, und 5 haben bloß genug Öl betan. Und so, dort schulde denk ist, wenn aus diese 5 durch sich extra Öl gekauft haben, und weil nicht wie das Kasten feiern nennen, die können nicht nennen. So kann es sein, dass das dann vielleicht falsche Christen gewesen. Da haben sie vielleicht was einmal so getan, sie wären Christen. Sämtlich haben wir die Kirche gefahren, haben wir alles mitgelebt, das leid alles so fein. Aber weißt du, was nicht wir? Wir nicht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es gibt Menschen, die leben mit alles mit, merken mit alles mit, singen mit, geben Geld, aber die sind gleich bekehrt. Weißt du, wenn eine Bekehrung passiert? Wenn das Hart geändert wird. Das Bannerste. Das reicht ihnen Denken, ihnen Vertrauen. Das wir neu tragen in die. Und das ist Jesus Christus. Ich glaube, das ist ein Bild von 5, was die Christen wären, und 5, was die nicht wären. Und wenn du ein Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist, zum die leiden, zum die lehren, zum die Dinge wiesen, zum die trösten, zum die Kraft geben. Das sind all die Dinge, was der Heilige Geist hat. Wir wollen nicht durchlassen, das ist die Geschichte von den 10 Jungfrühs. Und was ist die Lehre in der Geschichte? Die Lehre ist ganz einfach gesagt, sie reit, wenn die weit nicht, wann die Brigum wird kommen. Aber wenn die kommt, dann soll die bereit sein, am entgegen zu gehen. Amen. Amen. Vollfertig, Kai Katzet.